Goedemorgen. Ik wil leren wanneer ik zei dat ik me zaten van jou gevraagd. Wanneer ik met een zware weg bij hier te komen. So, Jezus daar in het Oude Testament is een thema wat zo onbekend is. En ik wil oppassen wat ik alles over mijn zinnerschoolleerders zei. Wanneer ik zelfs in de Bibel, ik kan je toch zelfs Bibel lezen, zodat het niet der schuld dat ik mijn start hier gebruikt heb, zumers wanneer aan woord dat het Oude Testament is vol Jezus. Maar ik merk dat ik ze niet alleen op deze wereld in zeer onbekend met wo volgepakt dat Oude Testament is met Jezus. En ik heb een schöne tijd, maar ik heb een schwere tijd met einige mensen, wat dat Oude Testament in haar kop hebben weggekletterd. Zoveel mensen bekennen zich Christen en zeggen, Oude Testament helpt niet. En toen met deze klossen Reitmerken, heb ik dan bij een Kampf, wo merkt mensen deutlich, dat het Oude Testament moet metgenomen, wanneer we an Jesus willen geloven. En dat is dan van der onze klos, die woord van Jezus im Oude Testament. So, wenn wir nu als die Jeros vor, und ich glaube, das ist das schmackste Wort, was wir hier im Pottes haben, man nun als die Jeros einmal da herange, da ist besser am Forschen, und alle Bäume sind von uns schmacklichen hoch, aber die kosten mal bloß ein paar Bäume sein, damit sie mal wieder gehen, was du einen anderen Baum gesehen hast. Und ich habe an der Ferien saß klossen, ein Baum mal becheckt. Wir haben Adam und Eva becheckt, wir haben die bronzene Schlangen becheckt, wir haben all diese verschiedensten Handlungen ab Jesus im Alten Testament becheckt. Und ich fand aus, dass uns fehlt erstmal noch einmal den Wort vom Boven zu bechecken. So, wenn wir uns würden so denken, das Alte Testament ist ein Wort, und wir würden entweder selbst vom Boven raufchecken können oder wenigstens ein Bild mehr mit einem Drohnen vom Boven, dann können wir all diese Bäume sein. So, mein Ziel von der ist, terugwechseln nach unserer ersten Klasse. Jesus selbst sagt, das Alte Testament, wir, was von Armen reden dort. Und wir haben die Geschichte gelesen, wo Jesus mit diesen zwei Jüngern nur im Maus ging. Und dann sagt er, du brenn uns nicht durch Hort. Weil Jesus uns das Alte Testament aufmerkt und weiß, hier redet von mir. Und ich will von dir, mit Jüntau, diese Reise noch einmal losgehen. Und ich will von dir nicht mit Nennluten, ob jeder ein von diesen Geschichten studiert. Ich will mich Nennluten, ob uns wenigstens neugierig merken, ob wo unglaublich viel Bäume sind im Alten Testament, wo du sagst, Jesus, Jesus, Jesus. Und das nimmt nicht mehr. Wir wollen von dir nicht alle Bilder becheckt kriegen, wir wollen ein Tiet dran, wenn das Alte Testament ist so unglaublich voll von Jesus. Zum Anfang, wenn wir nur Johannes Kapitel 1, Vers 51 gehen. So, dort hört sich vielleicht mit Arach, aber gerade wenn wir gewandt sind, Neue Testament zu lesen, dann habe ich mir gewählt, jeder ein von diesen Bildern, wo ich von der Welt erwähnt vom Alten Testament, der war wir aber losfahren mit dem Neuen Testament. So für einige von uns, wo das vielleicht mit anstrengend ist, mit der ganzen Thema Jesus im Alten Testament, von der Welt soll je genug Grund kriegen vom Neuen Testament, was sagt, gut lesen mal diese Geschichte. Okay? So, Johannes 1, Vers 51. Wer will du so lesen? Sehr gut. So, du hast eine Geschichte. Nur wovon eine Geschichte hört sich dort?
Jakob träumt, weil sie seinen Stein am Kopf lädt. 1. Mose 28. So, diese Geschichte, die uns an Jesus selbst sagt, wird diese Lehrer sein, was im Himmel geht. So, dann würde es für uns von der Weg sein, dort, wie wir in diesem Baum bechecken, dann wo wir sagen, okay, 1. Mose 28 lesen, dann wird mal checken, was da passiert, dann wird diese Lehrer sagen, das ist ein Bild von Jesus. Und Jesus sagt in Johannes 1,51, von nun an wird der Lehrer heißen. Und die Jünger, zu wem die dort seht, würden Gott dort oben und der Engel anher reisen sein. Da meinen sie viel, dass Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn die die Geschichte von Jakob haben, und die wollten, dass Jakob träumt und du wie eine Lehrer und du wie alle wunderbar, dann vielleicht soll wir die Geschichte lesen, dann soll wie Jesus sein, und, vielleicht hast du noch mehr zu dieser Geschichte, als bloß Jakob hat einen Traum. Wenn wir wieder gehen, wenn wir in Hebräer Kapitel 3, und du willst wir lesen von Vers 1 bis 3. So, je waren in der Bibel von der nur bandig holen, Hebräer 3, und du sollst wir lesen von Vers 1 bis 3. Sehr gut. So, wenn wir das hier lesen, und dann noch du von Moses redest, was soll wir dann mit Moses tun? Was ist Moses darauf Fall? Gott wird einen Prophet schicken, so nach aus wer? So nach aus Moses. So, was meint das dann? Dann soll wir Moses seine Geschichte lesen, und was soll wir dann tun? Dann soll wir dort vergleichen, und dann sagen, Moses wie ein Schoten von dort, was Jesus wird sein. Ein Schoten ist schon mal besser, als das ihr nicht denkt, nicht mehr verstehen. Moses, wir haben kein voll Jesus Glück, aber nun Hebräer nun, dann ist Moses ein Schotenbild, und dann sagt uns die Geschichte, wenn die Moses tun, dann soll die ein Teil Dinger weiten von Jesus, wenn Moses wie ein Schoten, was ab Jesus handieden deut. Wenn wir dann mit Moses in die Geschichte beschäftigt sind, dann werden wir nur Johannes 6, Vers 32 bis 34 gehen. Johannes 6, Vers 34, Johannes 6, 32 bis 34. Sehr gut. So, ganz unbedingt redet Jesus zu Juden, wo Moses seine Geschichte handelt. Und diese zwei Wörter, von wo der redet, die werden von Himmel raufgekommen, so wie wir der redet von der Manna, wo in der Wüste raufkommt. So, wer weiß, was Manna bedeutet? Keiner? Dann habe ich von der nie gelernt. Manna meint, was ist das? Ich weiß nicht, sei da angekommen, nicht? So, das Wort Manna Scheim, wenn du fallen Twebakjes von Himmel, und die Juden gingen das Halt rüten, sagen, die ihr bedachten mit Twebakjes, aber die haben gesagt, das kann man eher sein. Sondern hauen nicht ab, dann, was ist das? Und dort wurde nun stärken bleiben, Manna. Dort Twebakjes heißt, was ist das? Wieso würden wir dann nicht sagen, dort Jesus kam rauf, und die Menschen gingen rüt, und die Frau sagt, wer ist das? Dort ist das selbe Wort gebracht an Jesus als an die Twebakjes in der Wüste. Da meinen sie viel, dass du und ich sollen uns mal lernen, Alte Testamente lesen, dann wenn du vertalt von Twebakjes und Jesus sagt, ich sehe dort Twebakjes, dann soll wir dort eben unterholen, dann soll wir sagen, wow, Jesus ist dort Twebakjes, war dort in der Wüste. Und das ganz unbedingt ist was Besonderes an der Geschichte von der Twebakjes dort, was uns soll was lernen, von wer Jesus ist. Wir haben das nicht gelernt. Wenn wir lesen, dann sagen wir zuerst, Jesus ist das Leben gebraucht und der wird nicht von was du gesagt hast. Wenn ich kann nicht Moses in die Geschichte, ich kann nicht die Twebakjes in der Wüste, ich kann Jesus sowieso nicht. Aber wenn wir nicht alle in der Wüste sind, dann wird es noch wieder nicht. 1. Korinther 10, Vers 4. 1. Korinther 10, Vers 4. Dort sagt du so steht. Alle tranken denselben jässlichen Trunk. Sie tranken alle von dem jässlichen Stein, dem mit anschäum, und der Stein wie Christus. Wovon Stein redet du?
Wel er ja moet roeden? So, die waren in de wüste, nicht? Das Volk Israel. Und die hatten Angst vor Verdursten, das Fleisch riech, und die Menschen stellten sich sehr böse ab. Und dann kam Moses noch und sagte, hey, wir verdursten. Boom, dann so ein Stein. Und dann soll Moses dann abschlagen. Kam Wut darüber. Korinther sagt uns, lese die Geschichte von den Steinen in der Wüste und wirklich, was dann passiert. Dann wirst du was von Jesus lernen. Und wir haben von der auch nicht Zeit, aber weißt du, was so Moses nicht in das versprochene Land nehmen kann? Wenn der schlägt den Stein zweimal und der soll bloß einmal. Wenn Jesus starb, bloß einmal und das zweite Mal frei, wie nur genug. Lies Alte Testament mal mit den Augen so groß aufgeschaut, wie wir Jesus ab jeder Eich sein. Wir haben das nicht gelehrt. Und wir sollen im Neuen Testament so viel von gut lesen mal die Geschichte, dann kommt Dreck. Gut lesen mal diese Geschichte, dann kommt Dreck. Dann wo wir an das Wort, wenn wir den vom Boden bekennen, dann ist der Fall beim, wo du schrien. Lesen mal Alte Testament. Und du wirst Jesus sein. Vielleicht ist dort ein guter Umfang. Aber vielleicht sollen wir noch ein paar mehr, nicht? Matthäus 12, Vers 39 und wieder. Du sind diese Menschen, wo Jesus sagt, schlecht lieben kann, und die siegen unbedingt, Jesus umzubringen, die wollen ein Ticken von Himmel. Und dann sagst du in Matthäus 12, 39 und 40, so steht. Oh wow, ich mich. Ich sehe ja recht. Wer hat den wohl gefunden, dass ihr den hier lest? Matthäus 12, 39 bis 40. Sehr gut. So, Jesus sagte zu diesem Mann, gut, lest die Geschichte von Jona und dann spezifisch merkt er den Traktor schmal. Warum port von Jona seine Geschichte? Die Zeit, wo Jona am Fest war. Weißt du, was Jona da will am Fest war? Der Bet. Warum muss das Gebet lesen? Und dann war das mit Jesus sein Kreuz verglichen. So, wenn wir uns drehen, nur Jona, wenn ihr das nicht fängt, wenn das ein kleines Buch, wir fingen einmal bloß Zahlen mit ein paar anderen Bücher, dort sind 909 in der Plattdeutsche Bibel. So, 909, kann man da abgeschrieben. Jona, Kapitel 2. Und dann wollte ich so lesen, vom Vers 2 bis 10. So, das ist die Geschichte von Jona. Jonas Eierhurm ist an den Rauf geklettert, der Fisch hat ihn abgeschluckt und das ist was passiert. Und Jesus sagt, lest dort, wo ich dort etwas sage. So, das sage ich hier so nu. Und von du im Fisch bet Jona dem Herrn, seinen Gott, an und sagt, an meine Not, Herr, raubt ich die an. Und du gibst mir eine Antwort, aus der Tod mich nehmen will. Früh ich nur Halb und du hörst mich. Du schmeißt mich an ein großes Meer, wo dort viel zu weit wird für mich. Und die Wahlen viel zu hoch für mich wird. All diese Wahlen fuhren über mich vorbei. Und wenn die Alte Testament schauen, mehr wurde das immer ein Gericht, also ein Juicio. Dann lesen wir wieder. Ich meint all, ich darf nie nicht mehr fertig kommen, und dort ich nie nicht weiter dienen heiligen Tempel sein wird. Ich kann mich hier nicht wehren, ich wie bloß tot bin, und dort Wutterkrut schlägt sich an meinen Kopf. Ich wir ungen Faut von der Boy, und der Faut will mich holen. Aber du, mein Herr und mein Gott, hast mich ut all dort rückgehoben. Als mir dort also wir, dort ich alles können luten muss, dacht ich an die Herr. Und du hörst mein Gebet an deinen heiligen Tempel.
die sich ab Jetter verluten, verspielende Not, die bei dir zu haben ist. Meine Leute, wo ich die danken, mit mein Opfer, wo ich die preisen, mit mein Leben, wo ich wiesen, was ich versprochen habe, dort ist vom Herrn, dort ich gerat sie. Wir haben von ja nicht Zeit, aber nehmt ihr doch mal mit einem Hüst für den Morgenandacht. Nehmt die vier. Wenn Jesus sagt, dort ticken wir Jona am Fisch, das ist, was wir haben. Da meint so viel, dass Jesus ja auf uns Freiheit, das Park von Jona zu lesen, zu studieren und dort immer zu holen, mit wer ist Jesus. Und dann, wo wir weiten, Jesus sagt zu dem Mann, wenn die Jona weiten, dann weiß ich alles, was ihnen fehlt. Und ich will ein paar Dinge aufmerksam machen. Der Verstehen, als dort Park, was für mich dort wichtig ist. Wenn du sagst, du so, mit meinem Leben, wo ich die danken, und dann mit meinem Opfer, wo ich die preisen. Wofür Opfer können Jona geben, du am Fisch? Das sind bloß so eine Dinge, wo du dieses fragst, hey, das passt nicht mit Jona. Vielleicht passt das mit Jesus. Wenn Jesus sagt, ne? Das wird wenigstens wird sagen sein. Wenn wir dann die Geschichte all mitgereden sind, und ich hoffe, die sind nu all wenigstens meist begeistert von Jesus im Alten Testament sehen. Wer von Ihnen hat hier, dass Jesus ist der Eichstein? Okay, wieso? Das ist die Geschichte, die wir nicht kennen, nicht? Und ich will Ihnen von Ihnen mitnehmen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 7 und 8. Sehr gut. So, ich weiß dort, wir haben zweimal die Weg abgelegt auf den Tempelbau. Aber den Tempelbau, warum muss sein, das ist der Tempelburg? Und ich weiß dort, ich verstehe nicht den Tempel so zu malen aus dem soll sein, aber warum muss sein, das ist der Tempel? Und die können nicht hier so, wo die Tempelböden lüd sind. So, der Humasch und die Hauptbattles, zum den Steinerhaken, zum den Tempelbühlen, da können nicht hier sein. So, was bedeuten wir, hier ist das, hier haben wir dann die Arbeiter, und die müssen die Steine durchreiten, nicht? So, wenn die einen Stein rein haben, dann schicken die den hier an zum Bühlen. Und ich kann Ihnen dort selbst nur lesen, Psalm 118 als der Mittelpunkt von dieser Geschichte. Aber die Geschichte nimmt sich so rum, dass diese Menschen müssen hier Steine reiten. Und die schicken Steine hinab. Und die Bühlied wären hier. So, das wären hier alles die Architekten und das wären beste Arbeiter. Und einige von Ihnen wissen, wie von so, dass die Geschichte kann. So, die fangen hier an zu bühen, nicht? Und jeder Stein hat seinen Platz. Und da kommt so rum, dass diese Jungs den Eichstein tauschschwimmen vorig. Und die schicken den Eichstein hier so ab. Und dann bekicken die sich den Stein. Oh, der Stein, der passt hier noch nicht. So, die rollen den Stein hier rauf und die legen hier den Eichstein. Und weil diese Jungs ist bereit sind, nur weil wir den Eichstein hier ansahen, dann schicken die nur rauf und sagen, hey, wo ist der Eichstein? Dann sagen, den habe ich ihnen also ein Leben lang geschickt. Dann checken die vom Bach und dann, oh, den habe ich raufgeklettert. Die Geschichte vom Eichstein, wo 1. Petrus vom redet, du hast so eine Beifall mehr zu lernen. Wenn ihr wollt, lest Psalm 118 und ihr werdet staunen über die Geschichte von Jesus und der Eichstein. Du ist nicht bloß eine ausgedachte Geschichte, dass ja ein Hüsbrücken ferment, nu fehlt uns ein Stein zum Handeln. Das ist eine Geschichte von den Bühnen im Tempel und der Stein wird all, aber die wollen ihn nur nicht. Und die klettern den nur rauf und dann nur sehen, den wollen wir nicht reinholen. Die kann nicht die Geschichte lesen und jünt selbst die Schein merken. Johannes 2, Vers 18 bis 22 geht wieder mit dieser Salje gedeutet. So Johannes 2, Vers 18, du fängst wie ein Wort wie in unserer deutschen Sprache nicht wirklich brücken. Aber wir werden uns das so mal anschauen. So, wer will du lesen? Johannes 2,
von Vers 18 bis 22. Sehr gut. So, erste Frau, wo bei die Tempel? Tabernakulo, sagen wir auf Spanisch. Ja, Platz, wo Gott wohnt, aber mehr als dort ist ein Treffpunkt zwischen Gott und Menschen. So, Tabernakulo ist der Treffpunkt zwischen Gott und Menschen. Wenn wir dort wo Tempel lernen, jedes Mal, was wir dort im Neuen Testament finden, dort du sagen würden, nur der Punkt, wo Gott sich mit Menschen traf, da wenn Jesus sich selbst als Tempel beschrieb, das merkt sein, nicht? Jesus ist der Treffpunkt zwischen Gott und Mensch. Aber wer das Geschichte mal aufknappt. So, 2. Mose 29, Vers 43 und wieder, habe ich die Geschichte, wo Gott der Gedei vom Tempel anführt. 2. Mose 29, Vers 43 und wieder lesen, wie es steht. Dort sagt du so, 2. Mose 29, Vers 43 und wieder. So, das Gott führt das Zelt an, was in der Wüste hatten, und dann sagt er, so du steht. Und hier, wo ich die Israeliten trafen, diese steht, was heilig sein, weil es auch so herrlich sie. Dort Versammlungszelt in den Altar, wo ich helgen. Und Aaron und seine Sehens, wo ich helgen, dort soll mich als Priester dienen. Ich war mit den Israeliten wohnen, und wo Gott sein. Und so waren weiten, dort ich der Herr Gott sie, der an aus Ägypten gebracht habe, dort ich mang an wohnen war, ich sie der Herr. So die ganze Idee von wo so viel ein Tempel wie Gott will mang die Menschen wohnen, dort die Menschen können im Tempel wohnen, sich mit Gott treffen. Du fehlt ein Priester zum Opfer bringen, da wo wir noch Luther noch mehr von merken. Aber der ganze Park als Tempel meint, Gott und Mensch treffen sich durch. Und du hast zu tun mit Jesus und Johannes, Kapitel 2, Vers 18 und 20, Motwels sagte zu den Menschen, dessen Tempel durchbringen, 3 Jahre abbauen. Wobei dort, dessen Platz, wo Menschen und Gott sich treffen, der wird durchgebrochen worden, der wird abgebaut worden. Und dort fällt sich mir so, Jesus merkt, der Pharisäer und Schriftgelehrte, du fliegt da hinunter, über Wohnplatz, wo Gott sich mit Menschen traf. Das ist eine Konfusion. Und du, wenn kriegst Schrift, Johannes, du in den letzten Vers 22, sagt, weil Jesus ist von dort abgestorben wird, dann klickt die Jünger, Jesus redet nicht von Jan Jebi, der redet von sich selbst. Und dort ist der Punkt, wo Menschen und Gott sich treffen. Also, für uns von dir, bleibt sich dort dann, erst dann ewig, studier, wo schuf der Tempel im Alten Testament und wo was sie dann verstanden. Wo schuf Jesus aus der vollkommenen Tempel? Und ich glaube, wenn Gott uns Leben schenkt, und das ist Serie Jesus im Alten Testament, wo ich mich noch ganz close nehme, zum den Tempel, mit Jesus über den Unterholen und sagt, check mal nur den Tempel und du wirst Jesus sein. Du wenn wir Alte Testament, Jesaja, wo beschreibt Jesaja Jesus? Emmanuel. Wo bedient dort? Gott mit uns. Dort wie der Tempel mit den Menschen und dort wie Jesus. Lese das Alte Testament, du wirst Jesus sein. Auf jeder Art. Du wen, haben wir lassen Markus, der Ostergeschichte, in wo so reite Gardinen du zwei. Wenn uns fehlt nicht mal ein Gebiet, wo wir nennen und uns mit Gott treffen. Uns fehlt bloß Jesus,
der vollkommene Tempel. Und wir gehen zu Jesus und wir haben den ganzen Eingang am Allerheiligsten. Wenn wir Hebräer 10, Vers 19 bis 21 lesen, dann weten wir, dass Jesus ist ans Tempel. Nicht bloß im Bild, aber der ist ans Tempel. Wenn Hebräer, Kapitel 10, und du sollst lesen, Vers 19 bis 21. So, das ist das ganze Kapitel von Sündenvergebung. Aber das sagt du so, Leute, Brüder, wir haben nun durch das Blut von Jesus die Freiheit gekriegt, durch den Vorhang an das Allerheiligste zu gehen. Jesus selbst hat uns durch das Opfer von seinem Körper diesen neuen und lebendigen Weg nur Gott haben abgemerkt. Und so haben wir nun einen großen hohen Priester über Gott sein Haus. Jesus ist so viel mehr als bloß der Tempel. Jesus ist der Tempel. Jesus ist das Opfer. Jesus ist der hohe Priester. Jesus ist das vollkommene Gott mit uns. Und du, wem fällt uns so fern, so schwer an Jesus zu glauben, denn wir kennen Jesus nicht. Wir kennen Jesus persönlich nicht. Und das Alte Testament ist so reich und Bilder, wo wir uns so mit Hüß nehmen und lesen und sagen, wow, Jesus im Alten Testament. Vielleicht sagen wir dann ja ein Schwung, der Tempel, der Eckstein und all diese Dinge. Aber das ist noch mehr, nicht? Nu sagen wir ein Schwung, nu auch noch mehr viel. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 7. So gut. So, wo würde das sein, wenn wir mal den Passafast studieren? Korinther sagt, Jesus ist uns Passalom. Wo würde dann mal sein, wenn du eine Hütte fahren, dann würde ich sagen, was passiert überhaupt am Passafast? Und dann, wo wir uns die Geschichte lesen, dann, wo wir sagen, Ägyptens Glorie, schändlich große Not, Moses, Campos, Propheten, und auf einmal fehlt du, als wir vom Tod zu raten. Und du kommt der Engel, und der weiten dort, wenn der Engel kommt, voila, du ist ein Schub. Und die schmieren noch Blut ran mit dir. Und wenn der Engel dort Blut sitzt, dann geht er vorbei. Und dann fällt mich schuldig. Für so gleichgültig, als wir als Christen von der ersten Tag sagen, wir wollen das Alte Testament nicht wieder halten. Ich glaube nicht bloß, wir sind arm, ich glaube, wir sind schuldig, um Vergebung zu fragen. Für so gleichgültig, man kann sein Wort anbauen. Doch wir glauben, dass wir sind all so cool und so niemals, dass das Alte Testament nicht werthaft bei uns. Aber weißt du, vielleicht sagen, naja, Korinther sagt, Passafast. Das Neue Testament ist so voll von der Gott, Jesus schenkt uns Lohn. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Du sagst Johannes der Täufer. Und die weiten Johannes in die Geschichte. Und Johannes, der däupt all diese Menschen. Und dann auf einmal passiert was Wunderbares. Dort sagt du so an Johannes 1,29. Am nächsten Tag sagt Johannes, Jesus nu sich ab Taukum und seht. Checkt, dort ist Gott sein Lohn, dort die Welt ihre Sünden wegnimmt. Und die ganze Bibel ist zweimal ein Schub geopfert worden, was für die ganze Welt einen Unterschied macht. Wir würden vielleicht sagen, ja, du wie ein Schub, wo die Opfer für das ganze Israel fällt. Und das ist sehr selten. Aber halt bloß mal mit einem Jüd seine Uhr, was Moses seine Geschichte kennt. Dann sagt er, ein Opfer, ein Schub, und das war die ganze Welt ihre Sündentrübel abfixen? Komm mal, sei mir nicht, dass die Jank nicht trägt zu gehen und 2. Mose zu lesen. Wo der Moment ein Schub? Und dann wusste du da handschrieben, Jesus wird geopfert, um Sünden wegzunehmen.
Ich glaube, das ist nicht übertrieben, wenn wir würden sagen, jeder Opfer im Alten Testament, tja, wir überholen mit Jesus und sagen, hier ist ein Schatten von was Jesus kommt. Hebräer 13, Vers 11 und 12, ist ein Text, was hier unbedingt beifällt. So Hebräer 13, Vers 11 und 12 sagt es dit. Die Tiere, wovon der Priester dort Blut aus ein Sinnopfer und das Allerheiligste nandreicht, waren bütrem Leeuwen verbrannt. Doorheen hat Jesus ook bütre Staat geleden, den Menschen durch sein eine Blut zu heilen. So, wenn Johannes, Korinther sagt, der Passafast soll wir ab Jesus handigen, wenn Johannes sagt, Jesus ist ein Schub, was Gott schickt, um die Welt ihre Sünden zu vergeben, in Hebräer sagt, hey, Jesus muss bütre Staat geopfert werden. Wo würde dann sein, wenn wir mal würden siegen im Alten Testament sein? Wo opfer wir dort, was muss bütre Staat passieren? Wann Opfer wir dort, wo das Schub muss bütre Staat geschlachten verbrannt werden und das Blut wird in der Stadt angedreht. Wo weiß ich noch, wohin? Ob das Versöhnungsdeichsel im Tempel wird und abgekleckert. Wo würde das sein? Wenn wir uns würden anbauen, die Geschichten ganz zu vertellen. Kolosser Kapitel 2. Kolosser ist auch ein Brief, wo du meist nicht zu finden hast, aber wenn Jesaja nicht sieht, dann ist zu finden. Epheser, Philippa, Kolosser. Kolosser 2. Vielleicht sagen wir so, Tempel und Opfer, na, das ist vielleicht so obvious, nicht? Wo würde es sein, wenn wir in Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und 17 lesen und dann uns Luten begeistern von neugierig sein. Lutend nu von Scheim, dass je was ein Schwur merken darüber, was die eten und trinken sollen, oder wo eine Helge die holen sollen, oder eben niemand in Sabbat. Das wären alles Moschottenbilder von dort, was noch kommen soll, die Wirklichkeit als Christus selbst. Wie viele Dinge hat Kolosserbrief uns nu gesagt, wo wir können gehen siegen und wir werden Jesus finden? Hast du das nicht taulich? Wohne Bilder alle, hab mich mal. Der Helge dir, wie viel Helge dir sind du? Mehr als ich taubtalen kann. Da meint so viel, wenn du warst im Alten Testament Helge Tag fing, du warst du so erst was fing, was hat mit Jesus zu tun. Du kannst du nicht vorbei mehr. Da meint man reicht der Helge Tag von niemandem, was im Alten Testament fing, hat mit Jesus zu tun. Aber der Sabbat, für den, wo wir die so Angst haben und doch nicht wissen, für wo wir Angst haben, der Sabbat ist eine Botschaft von Jesus. Und weißt du, ich brauche das nicht nur wie Anbild. Der Vers 17 sagt, dort wird alles Schattenbilder von dort, wo du kommen sollst, Jesus Christus selbst. Ich glaube, wir verlieren so viel Begeisterung vom Alten Testament, wenn wir haben noch nicht gelehrt, dort vielleicht so wie wir mit checken. Jesus hast du. Hebräer 4, Vers 9 und 10, weil wir uns hier so unbedingt noch toll lesen, bloß um mit Anführung zu merken ab den Sabbat. So, wenn wir in Hebräer sind, ich kann langs vielleicht mal soll anladen, Hebräer mit dem Alten Testament übertauchen. Hebräer ist das Buch, wo du den Hummer in der Hand hast und dann sagst, check mal im Alten Testament, check mal im Alten Testament. Das wird Hebräer das. Aber Hebräer 4, Vers 9 und 10, das sagt es das. So jaft dort für Gott sein Volk noch eine versprochene Rüh, einen Sabbatrüh. Dort ist so, wer an Gott seine Rüh nennt, der rüht auch von seiner Arbeit, gut so aus Gott von seiner. Also der Sabbat soll Rüh lehren. Wenn du nur Jesus checkst im Sabbat, der Mittelpunkt von der Vergleichnis ist Rühe. Da meint so viel, wenn wir Jesus checken in den Sabbat, dann soll wir sagen, oh, weißt du, wie viele Dinge du abhielten zwischen Freitag und Sabbat?
Vielleicht kann ich doch mal ein Bild merken und dann sagen, ich habe ihr, als dort von Montag bis Freitag und dann der Himmel, dort an Sabbat. Und dann muss ich checken, was tun wir alles an der Werk und was tun wir alles am Sabbat. Und dann muss ich sagen, vielleicht ist Jesus, was mehr dort hängen, als bloß, weet je was er in Matthäus 11, Vers 28, so ein Sache, was er sagt? Wer kann auswendig? All die, was je bedreigt und je luden sind, kommt nur mir und ich will Ruhe geben. Dort redest du von, vielleicht besser ist die Sabbat, bloß viel besser. Die Farsch merkt bloß dann sein, wenn wir den Sabbat verstehen. Die Menschen lügen nur erst, wer wird uns frei mehr und von der gequält. Und dann kommt Jesus und dann sagt, je gleich in das Leben hier habe ich nicht. Das ist okay. Komm zu mir und ich will ein Bett geben. Und dann merkt sein, doch klickt. Und der wird nicht abhören. Du, wenn ich du nicht eine Sonne, nicht eine Mond, auch nicht Tiet. Aber weißt du, das Alte Testament habe ich noch mal größte Spatz angeschaut. Du hast Bild, nur Bild, nur Bild, nur Bild. Und als letzter Punkt von der aus Lukas, Kapitel 4, Vers 24 bis 30. Du sagst du so, dass Jesus wieder war among Menschen, wo Jesus nicht gleichen, und der Jank hat 2 Jahre Jesus tot zu merken. Aber du wirst was Besonderes an dieser Geschichte, an Lukas 4, Vers 24 bis 30. Dort sagt du so, ist das. Heißt wieder, ich sage in der Wahrheit, ein Prophet wird zu seiner Stadt zweimal abgenommen. Ich sage in das, du wirst zu Elia seine Zeit viel wird früher in Israel, aus dem Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlucken wir, und über das ganze Land eine große Hungersnot kommen. Und doch wird Elia nur keine wird früh geschickt, bitte eine an Seraphat an Sidon. Und du wirst in Israel zu Elisa, dem Prophet seine Zeit viel Lepra, und von der wird keiner gereinigt, bitte Naaman von Syrien. Also, nur dem, dann wollen die Jesus von dem Bäuer aufklettern, ne? Wieso? Wenn Jesus heute gesagt hat, Gott schickt die Propheten nicht nur das Volk Israel, der schickt dort nur Nicht-Juden. Also, dann meint dort, wir haben Elia und Elisa als Vorbild von erst was im Alten Testament passiert, was nur Jesus handelt. Wie viele Geschichten sind im Alten Testament, wo Gott wem schickt, und dann wollen die den noch nicht, dann geht der weg, und dann kommt der trägt, und dann passiert du, was bitte evangelisiert. Und ich will von dir bloß ein paar Stück handeln. Josef war von seinen Brüdern nicht gleich. Die schmeißen in den Baum, die verkauften den, und der wird fort. Wo war der abgenommen? Und er gibt dem bei Pharao, und wo kommt der trägt? Bildlich, Rade seine Familie. Nur dem, dass er den verschmähten hat. Hau lot mal mit Jesus hebben und dann du was wunderbar sein. Ken ik David, wie al gesalft, und wo wäre er? Der wie eine Boy, man Stellers, Mörders und alles klein und Wort, aber wir müssen nicht Juden. Und wo kam der trägt? Aus der kenne ich, vom Volk Israel. Moses schlug in Ägypter dort, um seine Brüder bewiesen, und er wird der Radar für das Volk, und die wollen ihn nur nicht. Der Klär wird in der Wildnis nehmen, und wo kommt der trägt? Aus der Radar für sein Volk. Du hast ein Bild, nur ein Bild, nur noch ein Bild, nur noch ein Bild. Und wenn ihr nicht lehrt, zu horchen, ihr werdet die Geschichten im Alten Testament links und rechts durchlesen. Und ihr werdet immer weiter ein Bild finden, was kriegt du noch an die, was Jesus hier in Lukas Kapitel 4 hat. Der sagt du zu das Volk, Gott schreibt, rauf, Radung anzubeiden, die wollen den nicht, dann geht er nur den Nicht-Juden, dann kommt der Träg und dann ist die Geschichte durch. Wenn ich mir sagen, und wovon der Zeit wir nun leben, Apostelgeschichte, Kapitel
2 und wieder. Gott sei Dank, du bekehren sich in Juden. Aber was ist das Evangelium von der Apostelgeschichte? Das ist der Geschichte von Radung mit den Nichtjuden. Das ist die Geschichte von, wo Paulus sagt, weißt du was, die brücken nicht an Jesus glauben. Die stiftet sich die Schau auf, dann jeder du wird sie dem Haus nehmen und die predigt. Ich fing Begeisterung, bei in den Knickes, die Geschichten vom Alten Testament zu lesen und an Jesus zu sein. Und die gehen nicht bloß bei Jesus sein Tod und sein Absturz. Die gehen so weit, dass das Alte Testament als Jesus sein zweites Mal zurückkommt, predigen hat. Das meint so viel, dass wir haben eine Arbeit zu tun. Wir haben eine Pflicht. Das zu lernen. Das kann ich nicht für ihn tun. Ich war mich anstrengen, hier so unsere Klasse interessant zu halten und mit ihm taub Begeisterung zu finden für die Bibel. Aber die Bibel lesen für ihn, dort ja bloß jeder. Lees die Bibel, dann wo wir Radung finden. Glauben kämpft daar te Wort. Lees dort. Ich will zum Schluss Matthäus 5, Vers 17 lesen. Und ich glaube, das Tags wird für uns von dir, für immer, die Meinung geändert haben. Matthäus 5, Vers 17. Du sagst dort, so steht. Denk nicht, dass ich gekommen bin, Moses ihn gesagt und dort, was die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu machen. Ich bin nicht gekommen, dass was sie zu bringen, aber zu erfüllen. Ich fing dort das ganz recht, diesen Text zu bringen, zu sagen, Jesus scheint aus vollkommener Erfüllung für Abwasch, für Priestertum, für was immer. Aber ich fing dort das Vers jetzt so viel wieder. Ich fing dort Jesus, der Gott, wo Adam und Eva mögt, wo Radung verspricht, der soll ja Gott sagen hier zu seinen Jüngern, ich sehe gekommen. Und gerade noch, was you war mit Moses und den Propheten da, you war mit du beim Fing. Wenn Jesus scheint eine vollkommene Erfüllung zu bringen, nicht bloß im Sinne von der vollkommenen Opfer, aber dort wie, 6000 Jahre, nur dem, dass Gott zu Adam und Eva sagt, Radung wird kommen. Wenn wir die Geschichte werden lesen, da wird kein Tag vorbeigehen, wo das nicht war, nur Jesus wiesen und sagt, schau mal, du hast Gott sein Lamm, was den Sinn für die Welt trägt. Und ich bete, dass ihr mit mir taub begeistert bleiben, dass Gott ist ewig und sein Wort bleibt lebendig. Der einzige, was davon abhängig ist, da wieder lesen. Wenn wir taub beten. Vor dem Himmel. Wir danken dir für dein Wort. Und wir beten, dass du uns was vergeben, für so gleichgültig und respektlos sein, das Alte Testament gegenüber. Wir beten, dass du uns was Leib geben, dein Wort gegenüber, dass wir ein Verlangen haben, dein Wort zu tun. Und ja, von uns öffnen Augen, dass wir immer weiter Jesus finden, indem wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Möchtest du durch dein Heiliger Jesus manchmal sein und möchten wir nur die getragen werden. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen.